Lieben, jetzt ist Ostern das letzte große Fest, das wir als Christen gefeiert haben. Ich will euch noch erinnern, es war die Auferstehung von Jesus. Ne? Das ist jetzt fast 40 Tage her. Am Donnerstag sind es nämlich genau 40 Tage. Und in der Zwischenzeit ist Jesus seinen Jüngern und vielen anderen Leuten ab und zu erschienen. Davon haben wir in den letzten Dienstagen immer mal wieder euch Geschichten erzählt, wie das war. Ne? Und nach genau 40 Tagen, jetzt was wir am Donnerstag nämlich feiern, warum ihr schulfrei habt, ist noch etwas ganz Besonderes passiert. Was das Leben von den Jüngern auch noch mal ganz verändert hat. Und dafür schauen wir uns als allererstes mal ein kleines Schachspiel an. Ja. Wir sind auf dem Schlagzeug. Oh, die Sonne steht genau auf 12 Uhr. Das bedeutet, mein lieber Flamingo, mein lieber Papagei, Zeit für einen neuen Strich in meinem Baumkalender. Lass mich zählen. 1, 2, 3, 4. Oh, wieder eine Woche rum. Dann sind es ja jetzt schon 30 Jahre, 2 Monate und eine Woche. Ja, wie die Zeit vergeht hier auf der Insel. Das ist meine Abwechslung. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Mensch. Oh, ich lebe noch auf meiner Insel. Du bist ein Mensch. Du warst nicht auf meinem Schiff. Nein. Also ich war fühle. Ein echter Mensch. Richtig. Du bist ein Mensch. Ja, das ist schon immer der erste Mensch, den ich seit 30 Jahren, 2 Monaten und einer Woche gesehen habe. Die Worte sind toll. Du willst mir nicht erzählen, du bist hier auf dieser Insel seit 30 Jahren? Ja, du, ich kann dich ein bisschen rumführen, es ist schön hier. Ja, es sieht gut aus. Aber ja, ich bin schon ein bisschen länger hier. Aber, wie kommst du denn hierher gekommen? Du, da war dies ein bisschen zersetzt aus, das ist heute wieder modern. Ich wollte gerade sagen, du scheinst auch lang unterwegs zu sein. Das hat man so. Ja, das hat man so, deshalb. Hat man so, das ist meine einzige Hose, die ich seit 30 Jahren trage. Das ist gute Qualität. Ne? Aber, warum bist du hier? Ja, da war dieses Schiffsunglück vor 30 Jahren. Und ich war der einzige Überlebende. Ich habe da dieses Brett umklammert und tagelang gerudert. Und dann habe ich meine Insel entdeckt und hier bin ich jetzt. Also ich habe ja Gott sei Dank, mein ist auch das Schiff untergegangen. Ich? Ja? Alter, wir sind die nächsten 30 Jahre zusammen hier. Das ist auch nett. Nee, hast du keine Hilfe versucht irgendwie zu finden, zu kriegen, so ja, du, irgendwann ist die Stimme nicht mehr so gut, wenn du 3 Tage lang schreist und sowieso keiner zuhört, weil hier ist nur Wasser um dich rum, weil das dir aufgefallen ist. Viel Wasser. Ja. Ich habe auch mal so einen Holzhaufen gemacht, aber gute Idee. Aber dann kam ein Schiff vorbei und das Holz war leider nass geworden und dann hat es nicht gebrannt. Nur ist das Schiff weitergefahren. Das ist aber jetzt auch schon wieder, lass mich rechnen, 25 Jahre und 3 Monate und 4,5 Tage her. Ich schreibe das alles so in meinen Keine Hilfe. Nö, weil hast du kein Handy? Was soll ich haben? Feuerzeug war, Streichholz war alle, das ist nass geworden. Das Handy! Wozu soll ich denn was nehmen? Aber ich habe ein Handy. Eine platte Tafel Schokolade? Ich habe seit 30 Jahren keine Schokolade mehr gegessen. Es kann nicht das Wasser überlebt. Nein, das ist ein Handy. Handy. Was ist das?
so, Wählscheibe, Hörer abnehmen, sprechen, Kabel an Wand, wo Kabel zu anderen Telefon gehen. Das ist ein höchstens Taschenrechner. Jetzt erinnere ich mich. Das ist dein Handy. In welchem Jahrhundert lebst du denn? Du, wir haben das Jahr 2015. Da bin ich sehr genau. Gut, schau Mathematiker mal. Aber dann habe ich ja diese Kreuzfahrt gemacht und ja, da war ich dann der Letzte. Okay. Du weißt nicht, was ein Handy ist. Mit einem Handy kann man telefonieren. Gott sei Dank habe ich das Samsung. Ich muss das nochmal erklären mit dem Telefonieren. Ist das kein Telefon. Aber selbst wenn es ein Telefon wäre, dann müsste da ein Kabel sein. Dieses Kabel müsste irgendwie durch das Meer gezogen werden, bis an das nächste Kabel, wo dann wieder ein Telefon irgendwie rauskommt. In der Zentrale werden dann die Kabel zu allen Häusern geleitet. Gut, alles gut. Das ist ein Handy. Das ist ein wasserdichtes Handy, Gott sei Dank. Das ist das einzige wasserdichte Handy, das es gibt. Das ist schön. Gott sei Dank habe ich das. Auf meinem Forschungsschiff habe ich das nämlich gebraucht. Und Gott sei Dank habe ich auf meinem Forschungsschiff auch eine App für Satellitenempfang. Oder hast du dir irgendwo einen Funkmast? Nee. Warum? Vergiss es, was ich gesagt habe. Vergiss es. Schon komisch. Jetzt freue ich mich, dass endlich mal ein Mensch auf meine Insel kommt, aber der ist verwirrt. Oh, was ist der verwirrt? Was der für ein Zeug redet. Also, okay. Ich rufe jetzt mal meine Eltern an. Ist das ein Fernsehen? Ich erinnere mich. Aber ein überfahrenes Fernsehen, weil die sind doch so quadratisch und haben dann hinten so eine dicke Röhre. Ja, vor 30 Jahren. Genau. Ja. Heutzutage sind die etwas größer und sind ganz dünn. Schöne Fernsehen. Ja, also ich rufe jetzt mal meinen Vater an. Du versuchst jetzt wirklich damit zu sprechen. Was habe ich diese Satelliten? Jetzt hält er sich dieses... Hallo, Papa! Oh, hallo! Hi! Ja, hi! Ich bin's! Oh, ich bin ja so froh, deine Stimme zu hören. Ihr hört Stimmen, um Gottes Willen. Nein, ich bin nicht mehr auf dem Schiff. Unser Schiff ist gesunken. Ja, das passiert. Ihr hört Stimmen. Ich weiß nicht, wie viele überlebt haben. Ich habe überlebt, aber es ist sonst niemand hier. Ich vor 30 Jahren. Okay, auf dieser Insel, auf der ich gestrandet bin, ist noch so ein verwirrter Schiffbrüchiger. Wirklich? Klar, ich rede nicht in einem pass auf. Pass auf. Papa, du musst. Ja? Was hast du denn für ein Moment, Papa? Was hast du denn für ein Problem? Dass du in diesen Kasten redest. Papa, sag mal kurz was, ja? Ja, der kennt keine Handys, der Typ. Nein, pass auf. Du musst in der Universität anrufen. Und dann müssen die Küstenwache verständigen. Und dann müssen die ein Boot schicken. Vielleicht gibt es ja noch mehr Überlebende. So, und du hast mein GPS-Signal. Ja? Die Uni kann das empfangen über mein Handy. Weil ich habe so viel Akku nicht mehr. Ja, okay, also. Und dann schickt ihr die Küstenwache und holt uns von dieser gottverlassenen Insel. Ja, eine Nacht wird es dauern. Wir waren in der Nähe von Papua-Neuguinea. Ja, kann ich dir nicht sagen, wo ich genau bin. Du hast doch mein GPS. Also es ist eine wunderschöne Insel in der Nähe von Papua-Neuguinea. Ja, okay, also eine Nacht werde ich schon nicht überleben. Okay, ciao, Papa, du machst das jetzt alles, gell? Bitte, gib Alarm. Okay, ciao. Du willst also nicht geheim bleiben? Wir werden gerettet. Wir? Ja, meinst du, ich lass dich hier? Du willst mich mitnehmen? Wenn du hier bleiben willst, kannst du auch hier bleiben. Ich will nach Hause. In die Welt, wo Boxen sprechen. Ja. Komm. Hast du was zu essen und zu trinken? Ich habe Kokosmilch. Oh, hört sich gut an. Okay. Okay, pass auf. Du hast hier Fisch. Und dann Fisch. Ja, danke. Vielen Dank. Ich hätte nicht wieder funktioniert mit den Händen. Oh, ich hatte das ist vielleicht für euch total lustig, ne? Die Vorstellung, die kennt da die Peter mit den langen Sonnenhaaren, die kennt kein Handy, das gibt's doch gar nicht. Weil alle von euch haben die Mamas oder die Papas und ihr selbst schon die Dinger in der Hand.
Oder ihr habt zu Hause Telefone ohne Kabel. Aber ich, als ich so klein war wie ihr, gab es keine Telefone ohne Kabel. Da hatte alles noch eine Schnur, die in die Wand gegangen ist. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich kann mir ganz schwierig vorstellen, also bei einem Kabel konnte ich mir nur vorstellen, wenn ich da reinschmeiße, das kommt und irgendwo wieder raus. Ne? Wie wenn man durch so Schlauch spricht. Aber bei dem Handy, da ist ja gar nichts mehr dran. Ich kann mir das ganz schwer vorstellen, dass meine Stimme irgendwo anders rauskommt wieder und die jemand hört. Aber trotzdem stimmt es ja, ne? Da ist ja, wenn ihr telefoniert, jeder von euch hat das nämlich schon 1000-mal gemacht. Wenn ihr telefoniert, sprecht ihr nicht mit irgendeinem, was weiß ich, sondern ihr sprecht mit einer Person, die tatsächlich in dem Moment da ist. Wenn wir die Tante von der Emilia in Südafrika anrufen und die Stimme hören, dann ist sie da tatsächlich jetzt im Moment in Südafrika und telefoniert mit mir, auch wenn ich sie ja nicht sehen kann und wenn sie ganz weit weg ist. Ne? Ist ganz schön schwer, sich das vorzustellen. Aber die Person ist trotzdem da, ist trotzdem real. Die andere Person, die gerade mit mir spricht. Jetzt haben wir für euch eine Geschichte aus der Bibel mitgebracht, die nämlich genau 40 Tage nach Ostern stattgefunden hat. Da geht es nicht um ein Handy, aber da geht es auch um was wir nicht immer sehen, nicht sehen können. So was ganz Ähnliches wie eben die Geschichte. Das wollen wir uns mal anschauen. Nachdem Jesus mit Thomas gesprochen hatte, wendete er sich wieder zu allen Jüngern im Obergemach. Erinnert euch daran, dass ich euch oft angekündigt habe, alles muss sich erfüllen, was bei Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich steht. Nun erklärte er ihnen die Worte der Heiligen Schrift. Er sagte: Es steht auch dort geschrieben, der Meister muss leiden und sterben und er wird am 3. Tage von den Toten auferstehen. Alle Völker sollen diese Botschaft hören. Gott wird jedem, der zu ihm umkehrt, die Schuld vergeben. Das soll zuerst in Jerusalem verkündet werden. Ihr selbst habt miterlebt, dass Gottes Zusagen in Erfüllung gegangen sind. Ihr seid meine Zeugen. Ich werde euch den Heiligen Geist geben, den mein Vater euch versprochen hat. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Jesus führte seine Jünger von Jerusalem nach Bethanien. Was sollen wir alle in Bethanien? Vielleicht will er ja auch Lazarus besuchen und seine Schwestern Maria und Martha. Oh ja, die machen doch immer so leckeres Essen. Als sie an einem Berg angekommen waren, segnete Jesus sie mit erhobenen Händen. Geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Noch während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Die Jünger fielen vor ihm nieder. Danach kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Ja, er ist tatsächlich der wahrhaftige Retter dieser Welt. Gott ist so gnädig. Er will alle retten, die ihn lieben. Lasst uns diese frohe Botschaft allen erzählen. Habt ihr es gehört? Er ist immer bei uns. Ja, kommt, versammelt alle in unserem Raum und lasst uns auf diese Kraft von oben warten, von der Jesus gesprochen hat. So, okay, also, ihr seht, coole Sachen, ne? Das haben hier unsere eigenen Leute gemacht, der Samuel und der Patrick. Haben wir ein bisschen Hilfe gemacht, wie der ganze Stadt da hinsetzen. Okay, also, im Matthäus-Evangelium, da steht das nämlich ganz zum Schluss so, dass Jesus das folgendermaßen denen erzählt, also ganz zum Schluss, ja. Also, da steht da, Jesus trat auf sie zu und sagte, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe.
Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch bis zum Ende der Welt. Was war das nochmal für ein Auftrag, den die Jünger da gekriegt haben? Die haben da so ein paar Aufträge gekriegt. Wer hat noch einen im Kopf? Joy. Die sollen allen Menschen erzählen von ihm, dass sie die Jünger sind. Genau, also sie sollen in die ganze Welt gehen, ja. Also erstmal, sie sollen den Menschen lehren von dem, was Jesus gesagt hat. Ja, was noch? Sie sollen sie taufen. Sie sollen sie taufen, ja, genau, sie sollen sie taufen. Genau, sie sollen in die ganze Welt gehen und die Menschen zu seinen Jüngern machen. Genau. Und dann, zum Schluss steht da, was stand da ganz zum Schluss? Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch. Bis ans Ende der Welt. Jeden Tag bis ans Ende der Welt steht da. Jeden Tag. Jesus ist immer bei uns, jeden Tag bis zum Ende der Welt. So, könnt ihr ihn so sehen? Ja. Könnt ihr ihn sehen? Sitzt er hier? Ja, hier. Also, ihr kannst ihn sehen. Nein. Nein. Wir können ihn nicht unbedingt sehen, Wo ist er denn? aber ist er deswegen nicht da oder ist er da? Er ist da. Er ist trotzdem da, auch wenn wir ihn nicht sehen. So, das war wie gerade die Sache mit dem Handy. Da hat man auch nicht gesehen, den Papa, mit dem der telefoniert hat, ne? Aber der war trotzdem da und hat telefoniert. So, manchmal sagen vielleicht Leute zu euch, ja, wo ist denn euer Jesus? Den kann ich ja gar nicht sehen. Ich kann ihn nicht sehen, also ist er auch nicht da. So, würde denn jemand auch kommen und sagen, Obi, du telefonierst? Ich kann aber niemand sehen, also spricht doch niemand mit dir. Wird das jemand sagen? Nein. Nein, und Jesus hat auch was zu seinen Jüngern gesagt, zu Thomas, selig sind die glauben und nicht sehen. Sehr gut, stimmt. Der hat sogar das vorher gesagt. Ne? Der hat gesagt, auch wenn ihr ihn nicht sehen könnt, den Jesus, und wenn ihr an ihn glaubt, dann ist es super. Ja? Genauso wie wir können nicht sehen, wer da hinten spricht, hinterm Handy. Ne? Weil dann bräuchten wir kein Handy, könnten wir auch ohne Handy reden. Ne? Klar. Also, wir können ja nicht sehen. Also, wenn ich mit meiner Mama telefoniere, die an der Mosel wohnt, dann kann ich die nicht da hinten noch sehen. Ich muss nur lang genug suchen, dann werde ich sie finden. Nein, denn sie ist da hinten dran nicht, sondern sie ist wo ganz anders. Aber die Stimme, die können wir auch nicht sehen, die Stimme geht über Funk zu einem Satelliten und kommt über Funk wieder zu uns. Können wir nicht erklären, oder? Könnt ihr das erklären physikalisch, wie das genau funktioniert? Nein. Also ich bin ja kein schlechter Naturwissenschaftler, aber das habe ich auch nie kapiert. Das habe ich nie kapiert. Und wisst ihr was? Nur weil ich es nicht kapieren kann und weil ich es nicht sehen kann, heißt es noch lange nicht, dass es nicht da ist. Es ist ja trotzdem jemand da. Und genauso ist es mit Jesus. Auch wenn ihr es nicht erklären könnt, auch wenn ihr ihn nicht sehen könnt, er ist trotzdem immer bei euch. Er ist da, wenn es euch schlecht geht. Er ist da, wenn es euch gut geht. Er hat Spaß mit euch und macht Quatsch mit euch. Und er ist da, wenn ihr Angst habt, oder wenn ihr traurig seid, wenn ihr Probleme habt, in der Schule oder zu Hause. Ja, dann ist Jesus immer da. Ruhe da draußen! Ich habe gerade noch was gesagt. Jesus ist immer da. Und das ist super. Das war Jesus so wichtig, dass er es am Ende von diesem wichtigen Buch ganz zum Schluss gesagt hat. Also wenn wir das aufschlagen, lesen wir sofort, ich kann nicht hier mitten rein, kann ich irgendwas anderes lesen, aber hier mitten da am Ende, ganz sichtbar. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. So. Und ich bin auch da, ja, wenn du schlecht gelaunt bist, bin ich trotzdem da. Und ich sage auch nicht, Femina, du hast zu viel gegessen, heute bin ich nicht da. Und Quatsch. Ne? Oder, der sagt auch nicht, Paulina, hast eine schlechte Note geschrieben, heute bin ich nicht da. Die ganze Woche bin ich jetzt mal nicht da. Jesus alles. Weil, genau, Jesus ersetzt. Ne? Oder, was weiß ich, Tobi, du hast was falsch gemacht. Ne, jetzt bin ich mal weg. Ne. Nächste Woche bin ich wieder da. Cool. Das sagt Jesus nie. Das wäre nicht besonders cool.
jetzt eine ganze Woche nicht da wäre. Das wäre nicht besonders cool, ne? Wenn Jesus nicht da wäre eine ganze Woche. Das ist das Tolle. Wie wir drin lesen können, dass Jesus jeden Tag bei uns ist. Von morgens bis abends. Und noch in der Nacht, er ist immer da. Ob ihr Angst habt oder ob es euch gut geht. Ob ihr traurig seid oder ob ihr freut. Jesus ist immer bei euch. Immer, 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 immer. Und der rennt auch nicht weg, wenn ihr irgendwelchen Mist baut. Der rennt auch nicht weg, wenn ihr schlechte Laune seid. Jesus ist immer, immer, immer. Lieber Jesus. Ich danke dir dafür, dass du immer da bist. Ich brauche keine Angst zu haben. Dass du mich alleine lässt. Das ist ganz schön cool. Hilf mir, Jesus. Dass ich das niemals vergesse. Dass ich jeden Tag daran denke, dass du bei mir bist. Hilf mir, Jesus, dich nie zu vergessen. Ich hab dich lieb.